Wer bist du? Uns Wissen in unserer Erfüllung als Christen ist ganz abhängig von unserer Erkenntnis, wer wir sind in Christus. Von wo kriegst du deine Identität? Deine Identität in Christus zu verstehen, ist sehr nötig, um sich in das Christenleben zu haben. Du bist eingeladen, zum mehr lernen von deiner Identität in Christus. Wat is geestelijk leven? In deze klassen reden we van geestelijk leven. En nu besonders reden we van onze identiteit in Christus. Wer zijn we, wanneer we Christen zijn? Wo zit God ons? En wat denkt God van ons? In deze klas wil ik reden van een rechte identiteit. In de vorige reden red ik van de falsche identiteit. En de falsche identiteit, dat is wanneer de wereld ons zegt, wo ons het zo loten, en wat we moeten gaan, tim dat het met ons wat is. Wat is een rechte identiteit? In Gods familie, du haben alle Menschen eine gleiche große Gelegenheit, um ein erfülltes Leben zu haben. Na, die Frage ist vielleicht, wieso? Und die Antwort ist, dass ein erfülltes Leben hat nichts zu tun mit, was du hast, oder was du getan hast, oder ein so eine Dinge, was die Welt dir geben kann. In Gottes Familie, da kommt unsere Identität von uns Vater. Da kommt unsere Identität von Gott selbst. Und dann hält sich das Glück, was wir haben oder was wir nicht haben, dort hält sich Glück, wo uns dort sitzt. Wir haben alle dieselbe Gelegenheit, ein erfülltes Leben zu haben. Aber zum ein erfülltes Leben haben, müssen wir dort erstens glauben und annehmen, dass wir in Gott alles haben, was uns fehlt. Und dass unsere Identität in Christus, der ist ganz vollkommen. Wir haben alles, was der Himmel zu bieten hat, das alles uns, wenn wir in Christus sind. Ein erfülltes Leben hat zu tun mit, wer du bist in Christus. Das hat nicht zu tun mit, was du getan hast, das hat nicht zu tun mit, wenn du Kirche gehörst, oder wie viel Schuld du hast, oder dass du die Bibel auswendig hast oder nicht. Das sind gute Dinge. Aber das hat zu tun mit, wer du bist in Christus. Was sagt Gott von dir? Wer bist du, wenn du Jesus hast? Und so, das ist wichtig, dass wir dort lernen. Der einzige Vergleich in Gottes Familie, dort ist, du in Christus taub, je sind in erfülltes Leben. Und so, das ist ein Ding, was wir müssen lernen. Das hat zu tun mit unserer Gemeinschaft mit Jesus, hat zu tun mit uns Glauben mit ihm, und dass wir wirklich glauben, dass in ihm haben wir alles, was uns fehlt. So, wenn das so dort ist, dass in Christus haben wir alles, was uns fehlt, oder unsere Identität sozusagen als vorig in Christus, wo kommt es dann, dass sogar Christenvierteln nicht ein wirklich frohes Leben haben, oder sie sind nicht wirklich erfüllt in ihr Leben? Und ich will dir ein paar Ursachen geben für das. Erstens, Satan hat uns fehlgelernt. In 1. Mose 3, Vers 2 und 5, da haben wir die Geschichte, wo Adam und Eva, sie sind im Garten, und dann sagt die Schrift uns, dass der Feind die Kämpfer ernt, und er sagt das zu ernt in Vers 2 und 5. Aber der Schlange sagt zu der Früh, je wollen gar nicht sterben. Gott weiß, dass sobald als die davon eten, werden die Augen aufsehen, und je wollen so als Gott sein und weiten, was gut und was schlecht ist. Na, was der Feind hier tut, er merkt einfach glauben, dass sie nicht alles, was ihnen fehlt. Gott hat was zurückgeholt von ihnen. Wenn sie das wollen eten, wenn sie diese Frucht wollen eten, dann wollen sie dort kriegen, was Gott ihnen nicht gegeben hat. Und wisst ihr, Lied, das ist noch einmal ans Denken. Ich hatte euch von geredet in dieser Klasse, dass wir einmal glauben, dass wenn wir all diese Dinge haben, was die Welt uns beiden tut, dann wollen wir ein erfülltes Leben haben. Vielleicht hast du dir mal was gekauft. Die hast du dort vergelaufen und du dachtest bloß so, das muss ich haben. Zum wirklich ein frohes Leben haben, dann muss ich das haben. Und dann kaufst du das, sagst du das wo am Schalf haben, und dort steht ein Hammer. Hast noch never gebraucht. Aber dann, als du das kaufst, dann dachtest du, dass deine Identität, oder dein Frau sein, oder dein erfüllt sein im Leben, dort wird dann besser sein, wenn du das denkst haben. Und weißt du, viel Mal in uns Leben haben so eine Dinge dort. Wir kaufen uns was, oder wir gehen uns irgendwas an, oder wir glauben, wenn der und der Mensch wird uns Freund sein, oder wenn der und der Mensch uns wird loben, dann ja, dann wird wir auch wer sein. Aber dann passiert das, und dann wollen wir dass das uns doch gleich erfüllen. Und in Adam und Eva erfall, dass das alles verdorben. Der Feind lügt ihn fair.
En die dat nog immer ons verlehen. Die sagt noch immer, dass wenn du dit Jahr hast, dann wirst du ein erfülltes Leben haben. Aber weet je, in Christus, du in Jesus taub, die haben ein erfülltes Leben. Und so die Soten, die haben uns viel gelernt. Soten sagt, dass Gott hält was treu. Wenn du das hast, dann wird es schein gehen. Noch eine Ursache, wo wir Menschen nicht froh sind, ist, wenn uns ist falsch gelehrt worden. Uns ist gelehrt worden, oder wir haben es vielleicht abgeführt in der Lehre in dieser Welt, ist einmal, was wir tun, bestimmt, wer wir sind. Ich habe euch gesagt, dass besonders wir als Männer, wir tun uns einmal identifizieren mit unserer Arbeit. Mit ich sehe einen Former, oder ich sehe einen Geschäftsmann, oder ich sehe einen Prediger. Und dort gibt uns gewisse Moten uns Wert. Aber wisst ihr, eine wirkliche Identität, die kriegen wir nicht von unserer Arbeit. Die kriegen wir von Gott. Und zu uns ist manchmal falsch gelehrt worden, dass dort, was wir tun, bestimmt, wer wir sind. Und dann hast du vielleicht so gedacht, dass ich kämpfe noch mit Sinn, und so dort, was ich sehe. Ich sehe einen Sünder. Ich sehe noch nicht vollkommen, ich habe noch diese Versicherungen. Aber wisst ihr, diese Versicherungen, oder dass wir mit Sinn kämpfen, das ist nicht deine Identität. Deine Identität ist in Christus. Ich sage das einmal so steht. Wir müssen lernen, dass wir sind nicht Sünder, was einmal Gott sein Kind sind. Wir sind Gott sein Kind, was einmal Sünden hat. Und der Unterschied ist sehr groß. Da merkt ein Unterschied, wo du die selbst sein wirst. Noch ein Problem, was wir haben, ist, dass uns noch zu viel Gesetz gelehrt worden. Weil in Kolosser 2, Vers 21, da sagt Paulus es steht, sie sagen, du sollst das nicht anfuttern, du sollst dort nicht schmecken, du sollst dort nicht anschieren. Dort wird doch alle an ihre Hänge verteert und es ist nur aus Menschenregeln und Menschenlehren. Dort sieht wohl so, als wenn dort sich selbst abgeleitete fromm sind in diese falsche Demut nur Weisheit liegend, will sie den Körper schonungslos behandeln. Aber die fleischlichen Leidenschaften wurden dadurch auf keinen Weg unter Kontrolle gebracht. Na weet je, voorts van Anfang, wat die Kirche wir, dann versucht der Feind durch gesetzliche Dinge zu planten. Und gesetzliche Dinge sagen die, dass okay, du musst krank so und so sein, als wird Gott die nicht annehmen. Wenn du nicht diese Art Kleidung anhast, oder du forschst nicht nur die Kirche, oder wenn du diese Art Musik horchen lässt, dann wird Gott die nicht annehmen. All so eine Dinge steht. Und so, da sind eine lange Reihe von Dingen, was wir machen tun, oder was wir nicht machen tun, und dann vielleicht wird Gott die annehmen. So, das ist ein gesetzliches System. Und Paulus sagt hier zu den Kolosser, dass du sind Menschen, die diese Sort Dinge anbringen. Sie sagen, du sollst das nicht anfuttern, du sollst dort nicht schmecken, dort sollst du nicht anchecken. Und wenn du das alle nur kommst, dann wird Gott dich vielleicht gleichen. Aber wisst ihr, die Bibel lehrt sehr klar, dass wenn wir Jesus annehmen als unser Erlöser, dann sind wir ganz angenommen. Na, das sind viele Dinge, die sind gleich arg. Zum Beispiel natürlich antragen, oder dort gibt es some Dinge, vielleicht, was wir gleich sollen schmecken, oder wo wir uns nicht sollen mit verwechseln, mit allerhand Trinkerei, vielleicht und so Dinge. Aber wenn dort der Grund wird für deine Erlösung oder für deine Identität, dort wo wir in Trouble kommen. Und er sagt hier ein sehr interessantes Ding. Er sagt, dass selbst abgeleitete Frommsein, dort sieht von Büten manchmal nur Weisheit. Oder es sieht sehr fromm, sieht geistlich köflich sein. Oh ja, die sind so schmack abgeriemt, angetragen. Aber weißt ihr, was das? Das nicht das sintelige Hort merken. Dort kann bloß Jesus tun. Und so darin fehlt uns Jesus. Darin fehlt uns eine Identität, was in Arm ist. In Galater 4, Vers 9, der Schrift Paulus steht, nu aber, dass die Gott haben kennengelernt, oder besser gesagt, dass er jünt gefangen hat, worum will je nu trägen und jünt an dort versklaven lassen, wovon je durch Christus frei geworden sind. Das ist was einmal passiert mit Menschen in der Kirche. Vielleicht haben Menschen sich bekehrt und das ist so mutig in Christus. Und nu kommt er nach der Kirche und nu sind da alle Hunde Regeln. Nu muss noch das tun, nu muss noch dort tun, oder du musst noch das machen bekennen. Ja, Menschen gehen alle Hunde Dinge. Und vielleicht sind das euch alle schlechte Dinge. Aber das sind Dinge, die uns einmal möglich merken, das sind Dinge, die uns eine rechte Identität geben. Und dann meistens haben wir so einen Gedanken, dass wenn ich nicht all meine Entjes nur habe, dann wird Gott mich nicht annehmen. Und dann haben wir unsere Identität und unsere gesetzlichen Dinge. Und das sind Dinge, die der Feind uns verlehnt, was der Feind braucht, um uns möglich zu holen. Na, einige von uns haben gelehrt, dass Christus in meinen Worten taub, dort gibt ein Kind Gottes. Aber weißt ihr, das ist nicht schriftlich. Christus
en meine Worten taub, das ist ein menschliches Ding. Wenn wir bei Jesus wat beileihen, das ist gewöhnlich ein Ding, was uns von Jesus wahrnimmt. Zum Beispiel in der Galatischen Kirche finden wir, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, und den Galaterbrief, dort kamen jüdische Christen, die gesetzlich waren, sie kamen sozusagen Paulus herangereist, und dann brachten sie allerhand Dinge näher in die Kirche. Und ein Ding, was sie näher brachten, wie die Beschneidung, also sie sollen nach Moses den Gesetz annehmen, und dann wurden sie seilig worden. Das sagt in der Apostelgeschichte 15, Vers 1, dass wenn ihr nicht beschneiden lassen, kann ihr nicht seilig werden. Und welche dort ist das Problem? Die Beschneidung, da wird nicht mehr artig. Er beschneiden oder nicht beschneiden, sagt Paulus Luther, das ist nicht mehr artig. Aber wenn da unsere Seiligkeit angespannt wird, sozusagen, das ist, wo das Problem dann kommt. Und das wird der Feind immer weiter tun, auch in uns Leben. Er will allerhand gesetzliche Dinge anbringen. Und dann gibt es eine falsche Identität. Und weet je, eine falsche Identität ist, wenn wir unsere Identität oder wer wir sind als Christ, wenn wir dort am rechten Grund bauen. Wenn wir unsere Identität auf Jesus Christus bauen, und weet je, in Christus hast du alles, was der Himmel zu bieten hat. In Christus, du hast du alles, was Gott uns gegeben hat. Alle jährliche Segnungen, sagt Paulus, das sind alles unsere in Christus. Und so werden wir uns da anholen. Nicht an allerhand üterliche Dinge, wo uns das sieht, was wir anhaben, was wir fahren, oder wo wir sind, oder einzelne Dinge. Auch nicht an allerhand sogenannte jährliche Dinge, was bloß Menschenregeln sind, aber wir werden uns holen an Jesus Christus. Unsere Identität ist in Jesus allein. Wer bist du? Uns Wissen in unserer Erfüllung als Christen ist ganz abhängig von unserer Erkenntnis, wer wir sind in Christus. Von wo kriegst du deine Identität? Deine Identität in Christus zu verstehen, ist sehr nötig, um sich in das Christenleben zu haben. Du bist eingeladen, mehr lernen von deiner Identität in Christus.